Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Ein neuen Spider-Man aus am Kino. Ja, der geht da lässt ja relativ viel, aber aus dem Spider-Verse-Universum. Across the Spider-Verse heißt dieser Film an Open und den ersten Teil kommen kann. Ja, das sieht ihr noch hier bei Filmlife. So, große Merci schon mal direkt und Kinepolis für die Unterstützung von diesem Video. Voilà, den zweiten Teil quasi vom Into the Spider-Verse als lo am Kino an Across the Spider-Verse heißt das ganz. Für alle guten die den ersten Teil sollte verpasst tun, ja, das sind Spider-Man-Film als ein bisschen etwas Ernstes, wie man das vielleicht schon von Marvel oder auch von Sony kennen. Also es wird halt einfach nicht mehr mit einem Sam Raimi Spider-Man oder eben auch Tom Holland oder Andrew Garfield. Das wird alles nicht wirklich dummer dazu dienen. Obwohl an einer gewissen Art und Weise vielleicht schon. Also für die den Film schon gesehen haben, die wissen eigentlich, ob das spielen. Aber ja, das Ganze ist eine Zeichentrick-Variante. Aber nicht irgendeine Zeichentrick-Variante. Wir haben mit ganz viele Stile gespielt, also Stilmitteln, mit Frameraten. Das Bild ist so voll an, es gibt ein so großes Spektakel geliefert, das sieht einfach seinesgleichen. Da haben wir eben den zweiten Teil an. Lo ist natürlich froh, geht das einfach more of the same quasi. Oder haben wir ein bisschen mehr zu bieten? Ja, ich denke, die zweite Variante ist heute der Fall. Und zwar kriegen wir hier eigentlich eine Spider-Man-Geschichte gezählt, die also fand ich vom Grundsatz oder von der Idee vom Spider-Man bald besser nicht kein Sinn. Also es dreht sich nicht um den Peter Parker, mehr am Fokus steht heute Miles Morales. Hier steht ganz viel am Fokus, wie der Spider-Man sein Superhelden-Dasein an sein Privatleben auf drei kriegt. Das heißt Familie, Schule, Beziehungen, das heißt so klassisch Teenager-Leben quasi. Und das ist ja auch immer ein bisschen das gewesen, wie was der Spider-Man eigentlich steht. Den Konflikt, wenn du so ein Teenager bist und dann eben so Superheld-Gangs gibt, wie du das alles so drei sollst kriegen. Und das steht halt mega am Fokus, das steht halt super im Mittelpunkt an. Funktioniert grandios. Die ganzen Charaktere harmonieren fantastisch miteinander und vermitteln so ein wunderbare Film. Und das dann eben eine Kombination mit den verschiedenen Artstylen als wunderbar. Und ja, dann kommen wir noch zu großartigen Action-Sequenzen, die auch einfach fantastisch sind. Also hier gibt einem Spider-Man geboren, den denken ich nicht all der am Kinowerk gesehen. Und es spiegelt sich raus, dass man halt zu einem großen Franchise eben können gehen oder dass sich das ganz eben an die ganz Spider-Man-Filme ein bisschen abschmiegen kann. Das heißt, storymäßig gibt einem halt ganz viel Geburten und ganz viel logische Sachen geboren. Wir spielen halt ganz viel mit den multiverse Geschichten, aber wir gehen nicht so am Deichstrecke los, wie man das bei Doctor Strange hatte, wo man die Pille halt einfach muss schlecken oder so, und ja, wenn der ist das so, dann ist das so. Nee, er gibt ganz viel erklärt und das ganz fand ich als ziemlich logisch, er wird auch ganz logisch erklärt, auch verständlich erklärt. Lo kommt ich aber noch zu einem kleinen Kritikpunkt. Und zwar fand ich, so heiß wie ich auch die Geschichte löwen, fand ich, dass sie ein bisschen evaluieren. Also, wenn ich den ein oder den anderen Storyplot vielleicht weggelost gebe, dann da wäre halt vielleicht mehr, also noch mehr rauszuholen gewesen. Aber das ist nur meckern auf höherem Niveau, weil der Film hat mir wirklich extremst gut gefallen. Aber trotzdem fand ich, fällt irgendwann am Laufe des Films, ob das ihr seht, das ist einfach nur ganz viel Plot-Twist, ganz viel Story dran. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen evaluieren. Das Gefühl kennt einem so ein bisschen ab. Wir kriegen halt ganz cool Antagonisten, wir kriegen halt ganz viel Facetten von viele verschiedene Charaktere gewesen. Also Langeweile kennt halt ob gut kein Fall ab. Voilà, das ist ein Must-Sehen für alle guten die Leute, die sagen, ja, haben wir so C-Strick, das sieht man nicht. Nee, gibt dem Ganzen eine Chance. Das ist einfach guckenswert an. Das ist einfach schön zu sehen, was eben da mit dem Zeichentrick zu machen ist, aber was kann gemacht gehen.
wenn natürlich los mäßig ist wahrscheinlich nicht ganz viel hat du werd schon ganz viel du werd eigentlich alles im Computer mit trotzdem aus der Look and viel grandios an auch von Synchronsprecher ganz guten Job gemeldet als einfach ob der Punkt der ganze Film fühlt sich einfach run und bis ob natürlich bisschen evaluieren ja wie gesagt dat kann e vielleicht en kleinen Spoiler Klammer lo gleich da muss er 10 Sekunden übersprangen wann der ich net wird Spoiler lassen et werde nach Filmer kommen für alle die Leute die das schon gelesen et kommen nach Film an die Richtung an ja vielleicht wäret ihr dann noch ausgeufert weil wann sie los schon nach weiter Deler muss machen dann ist Story schon recht groß ja an ich weiß nicht wenn ich noch zählen soll weil ich fand den Film einfach fantastisch von den besten Spider-Man-Filmer wann sogar die beste Spider-Man-Film man Into the Spider-Verse wir holen einfach mal der Franchise so zu summen wat man fand so am Kino Gebäude kriegen Soundtrack Look and Feel Synchronsprecher Story einfach schön an eine gute Zeit am Kino für allem funktioniert der ganz auf der Leinwand erstaunlich gut das kann im Englisch auch so ja also Reizüberflutung incoming so ganz mal so voilà. Erzählt mir gerne an die Kommentare wie ihr der Film gefallen wird weil dir von dem ganzen Film hat aber ehren Lieblings Spider-Man aus denken du werden die eng oder die einer Sam Raimi Filme ausgehoben die auch ganz heiß bei mir stehen aber Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse ist meine Sto du da lernst Gefühl kommen und dann direkt handeln der gute Sam Raimi voilà. Erzählt man gerne an erzählt man gerne wie ihr diese Film gefallen wird wie ihr den Into the Spider-Verse gefallen wird wer auch immer lost alles raus und dann denken es da gesehen wir alles an der nächsten Episode ciao